Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Oracle of Ages. Wir sind das letzte Mal zum Goroneberg, so heißt der glaube ich. Ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben. Hier sind die Goronen zu Hause. Ah genau. Wir mit den Donnerblume oder so heißt die glaube ich. Hilfe, Hilfe, schnell. Bla, sterben, bla bla bla. Donnerblume, ja genau. Wir mit denen bringen. Und die sind glaube ich ausgestorben. In der heutigen Zeit. Darum, wenn wir Vergangenheit reisen, beziehungsweise in Zukunft. Ich glaube, wir können aus der Vergangenheit. Wo ist jetzt schon da? Ich habe es schon länger nicht mehr gespielt. Das liegt einfach daran, dass sie überhaupt keine Zeit mehr haben. Also so überhaupt nicht. Matura Arbeit und Matura Präsentation. Fuck, wir sind in der Wand. Das ist mir wieder zurück. Okay. Gehen wir nochmal ein bisschen runter. Da so ungefähr. So da. Matura-Präsentation und so, ist alles stressig gewesen, schulmäßig und so. Lernen, schaffen, whatever. Aber jetzt ist wieder ein bisschen besser. Und es wird Sommer. Hey, es wird Sommer. Das macht alles schon mal besser. Darum nehme ich auch wieder auf. Ich hoffe, ihr habt die Folge nicht zu fest vermisst. Und wir gehen jetzt einfach mal da schauen, was wir da finden. Mal schauen. Alles leer. Sollte da irgendwelche Corona sein oder so? Hallo, Corona. Hallo. Einfach tausende Stege. Oh Gott. Oh mein Gott, da ist etwas. Also, über meine. Hallo. Auf einmal stand dieses seltsame Gebäude hier auf dem Kugelkamm. Ein Kerl, der sich der große Moblin nennt, hat es erbaut. Er blockiert unseren Weg. Und du schiebst mich einfach weg. Dankeschön. Was hast du uns zu sagen? Fuck, nein, da will ich nicht wählen. Ist da eine schöne Melodie, aber... Eins brachte ein Knirps Donnerblumen zum Kugelkamm. Dank ihm ist der Kugelkamm nun für seine Donnerblumen berühmt. Das ist natürlich... Wer könnte da bloß sein? Knirps. Vielleicht hat er eine grüne Zipfelmütze angehabt. Und hat 50 Rubin gefunden. Finde ich auch sehr gut. Okay, gehen wir zurück. Nicht runterkumpen. Wir werden nämlich dort oben an. So, da legen wir drauf. Mal schauen, wo wir rauskommen. Okay, dort ist nochmal ein Stecken. Das ist nochmal ein Typ. Ganz Kugel kann mich in Aufruhr. Wegen des großen Moblins. Okay. Dann tun wir dem großen Moblin nochmal einen Besuch abstatten. Für die, die mis The Legend of Zelda Oracle of Seasons Let's Play gesehen haben. Das ist schon ein Weile her. Ich war auf einem anderen Channel gewesen. Wir haben den grossen Moblin schon mal getroffen. Für die, wo... Okay. Schau neu. Kommen wir da dort, wo ich denke? Nein, das ist das. Hallo. Ich will diesen großen Moblin loswerden, aber ich kann nicht schnell genug rollen, um dorthin zu gelangen. Vor langer Zeit stand hier oben auf dem Kamm ein Baum mit Kernen, die einen ganz schön auf Trab brachten. Selbst ein Gorone konnte mit ihnen in einem ihren Tempo losrollen. So. Also, ich dachte, da passiert jetzt was, so die Brücke geht wieder weg oder so. Was sind wir jetzt da? Bekommen wir was Herzteil oder so? Nein, wir bekommen Rubin. Immerhin 30 Rubin, ist auch feine Sache und so. Gehen wir halt da nochmal raus. Schauen. Was haben wir da so? Da haben wir auch mehr so Zeug und da ist ein Moblin-Festung und da ist glaube ich der Baum. Also, sollte der Baum gewesen sein. Steht da. Palast des großen Moblins. Naja, so groß ist der auch nicht. Der bewegt sich sicher. Ja. Lassen wir einmal. Der bewegt sich sicher nicht. Okay. Da brauchen wir jetzt gerade nicht. Bewegst du dich? Nein. Dann tun wir dich doch mal lupfen. Bitte, und dann hat sie so einen Gaschakern-Ding. Zeit! Dann können wir doch in der Zeit zurück. Los, Zeit. Und wir werden wieder von Aliens aufgesogen. Jetzt geht es, werden wir so. Und wir landen wieder. Und bei der Kadar-Griffe. Ja, awesome.
Okay, Haufen Corona-Gesichter in der Wand, Haufen Monster, die ich nicht so gerne habe. Noch mehr Monster. Jetzt oben schon der Moblin, nein jetzt nicht. Dann gehen wir doch mal die Höhle erkunden. Weil das könnte uns vielleicht helfen. Oder vielleicht auch nicht. Das sieht nach leer aus. Passiert ein bisschen nicht runterkriegen, außer dass ich stirb? Nein. Äußerst mysteriös. Aber da! Endlich haben wir Pegasuskerne. Du als Pegasuskerne, sie verleihen dir das Tempo des sagenhaften Pferdes. Öffne deinen Sargbeutel, um sie einzusetzen. Naja, ich gar nicht gewusst, dass Pegasus so schnell ist. Ich habe aber gewusst, dass es fliegen kann. Aber, ja. Wir haben jetzt Pegasuskerne und das ist gut. Dann können wir einfach mal, wir sind ja da in der Vergangenheit. Das heißt, wir können jetzt da runter und sind quasi auf der anderen Seite vom Felssturz. Und schauen jetzt mal, was da abgelaufen ist. Hallo du. Ihr Menschen seht von Tag zu Tag seltsam aus. Was ist denn geschehen? Ja, du siehst auch nicht gerade normal aus. Du siehst wie so ein Tannenzapfer oder so. Dieser Raum, der von unten her durchdringt. Ist das was geschehen? Oh, man, ich soll nicht so schnell wieder klicken und mich auch aufs Lesen konzentrieren. Ja du? War irgendetwas? Nein, logisch nicht. Ich fürchte, der Goron-Älteste liegt unter einem Felshaufen. Hoffentlich kann jemand helfen. Ich werde helfen. Ja. Ich komme einfach nicht weiter. Super. Da unten geht sicher auch nicht weiter. Okay. Also der liegt jetzt dort unter dem Steinhaufen. Wir sind natürlich wieder die, die helfen müssen. Immer mehr. Aber ja. Was will man schon machen? Gehen wir halt wieder zurück. Zurück. Und bekämpfen dann mal den Moblin. Würde ich sagen. Ich meine, viel anders haben wir auch nicht zu tun, oder? Da stirbt mal. Stirbt schau. Goldkerne, Glutkerne. Und... Nein, für ich will sagen, zurück in der Zeit. Wir gehen ja zurück in die Zukunft. Yay! Gut. Alle du da. Ich werde dich töten. Ja. Bitte. Oh. Ja, das ist vielleicht nicht so gescheit gewesen. Vielleicht hätte ich die sollen. So, nein. Okay. Das finde ich jetzt also ganz ungeil. Aua, scheiß Fledermaus. Hast du schon mal gesagt, dass ich Fledermaus hasse? Ich glaube, ich habe es erwähnt. Gehen wir raus. So. Oh Gott. What? Denn halt, Feder kommt an. Boing. Da über. Zurück. Laufen. Da oben. Und jetzt da unten irgendwas Wichtiges für uns. Dort hinten geht's weiter. Wo geht denn das dort hinten weiter? Ach. Das Problem ist eben, ich glaube, da habe ich schon mal gesagt, dass man Schwert nur unter Wasser benutzen, wenn man es auf B leitet. Weil A ist schneller schwimmen. Und ja. Geht's da unten noch weiter? Nein, geht's nicht. Den Feder habe ich okay. Blank. Wo kommen wir an? Das sieht interessant aus. Haben wir Bomben? Wir haben Bomben. Dann würde ich sagen, da wir doch einmal das Zeug sprengen. Sprengen wir uns den Weg durch die Mauer. Und schauen, dass ich habe echt keine Ahnung, was auf der anderen Seite ist, muss ich wirklich zugeben. Also so wirklich keine Ahnung. Stirb, danke. Du stirbst auch, danke. Okay. Ist denn Goronisch? Okay. Wir sind nicht dort, wo ich erwartet habe, dass wir sind. Sondern wir sind einfach wieder, ja, da halt. Oh. Let's go out. Again. Und dann gehen wir da rein, haben wir noch Zeit. Es, schneller. Oh Gott. Danke. Oh Gott. Kann ich dem da Bombe reinwerfen? Weil das sind nämlich fette Bomben von ihm. Okay, nicht. Dann gehen wir mal rauf. Hallo, großer Moblin.
Ja, aber das Schwert, der Dingsbums Armreif. Wer besitzt die Impertinenz, mich in meinem totschicken Verlies zu stören? Ha, ich kann es mir denken. Du willst meine Donnerblumensammlung plündern, stimmt's? Vergiss es, du kleptomanischer Knirps. Glaub ja nicht, dass du mir Heil davon kommst. Aua. Naja, eigentlich muss ich nicht viel machen. Ich muss nochmal da warten, bis der fast explodiert und bumm. Und da wieder so, den rannehmen, möglichst der andere Bombe ausweichen und so. Bumm. Es ist ja so einer von der einfacheren, ist ja kein Bossgegner, aber. Da, bumm. Irgendwann macht er, glaube ich, noch einen Strategiewechsel. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bumm. Oder auch nicht. Hallo? Kann ich jemanden töten oder so? Fuck, da ist jetzt nicht so gut gelaufen. Nehmen wir wieder Bombe auf. Wartet wieder. Es ist nicht so eine Herausforderung. Ich glaube, da könnte jeder von euch. Aber schon Moblin. Durch so einen epischen Auftritt hingeklebt. Aua. Kleptomanische Knirps. Ich bin der KK, kleptomanische Knirps. Auch Klaas Clever. Kennt da noch jemand? Klaas Clever? Das ist auch schon ein bisschen länger her. Aber ich glaube, der gibt's immer noch. Und der wird so steil. Was ist für das Wunder? Oh mein Gott, mal seine ganze Bude in die Luft gejagt. Nein, das darf nicht wahr sein. Womit habe ich das verdient? Jetzt geht auch Luft Stimmbänder. Hallo. Ich weiß weder wer du bist, noch woher du kommst. Aber vielen Dank für das, dass wir den großen Moblin los sind. Dieser Schuft hat uns davon abgehalten, Donnerblumen zu züchten. Nun können wir in aller Ruhe Donnerblumen anbauen. Nimm eine zum Zeichen unseres Dankes. Du erhältst eine Donnerblume. Behandle sie mit großer Vorsicht. Wenn ich mich recht erinnere, hat vor langer Zeit ein junger Knirps den Ältesten gerettet. Vielleicht bist du wie dieser Junge. Wenn das nächste Mal ein Kerl wie der große Moblin auftaucht, werden wir uns nicht so drangsalieren lassen. Vielen Dank. Immer gern, immer gern. Und was willst du wieder, Makrobaum? Ja. Kuma, dein Name findet Erwähnung in alten Goron-Erzählungen. Ihre Legenden berichten von einem großen Helden, der den Goron in einer Stunde der Verzweiflung beistand. Was hat das zu bedeuten? Ja. Was wohl? Ich bin der, wo ihnen wieder mal den Arsch retten muss. Jetzt da so, Pegasus, Kerne, Federn. Fuck. Flup. Flup. Sterbe fast, aber egal. Schwert. So. Zu den Federn. Pegasus, Kerne. Flup. Flup. Ich will gar nicht testen, ob es dort weitergeht. Wo sind wir da? Wir sind da oben, wir haben aber keinen Schlüssel, oder? Oha! Ja, komm nochmal da so. Hallo. Ah, also ich stand, oha, da ist ja ein Schloss. Ja, nein, wirklich. Da habe ich jetzt auch gesehen. Also weißt du, einfach so vom Schieffuß. Okay, gehen wir wieder zurück in der Zeit. Rettet der Dingsbums-König. Geben den Leuten die Tannenblumen, was sie in der Zukunft wieder werden züchten. Was eigentlich auch ein kleines Zeitparadoxon ist. Es gibt zwei, so wie ich weiß, da am Goronenberg. Also, von einem habe ich gewusst, der zweite jetzt habe ich erst gerade herausgefunden. Also, was in dem so paradox ist. Wir haben ja die Donnerblumen in der Zukunft, wir sind jetzt in der Vergangenheit, vorne in der Zukunft bekommen. Wir werden die Donnerblumen jetzt einen Typ geben in der Vergangenheit. Denke jetzt mal. Ja, hoi, Hexli. Oder Berg freimachen, damit die schön überall kommen. Plank. Oh. Okay. Moment mal. Das Buch. Das ist dieser tolle Roman, den ich der Hexe Sirup besorgen sollte. Was hast du damit vor? Lass mich ihn lesen. Wie? Ach, das. Oh. Nein. Oh je. Wir ergreifen. Du erhältst einen Zauberruder. Damit geht die Post ab.
Ah, eine großartige Geschichte. Das Ruder sollte mein Gesellenstück werden. Aber Sirup hat kein Lob dafür übrig. Nimm nur, dafür behalte ich das Buch.